vorbei. Nein. Der Blitzneuzugang aus der Schweiz bleibt hängen. Ja! Ich finde, ein Geld... Digga, ich komm rein, ganze Gruppenphase nicht gespielt und erstmal einen umgehämmert. Freunde, ich bin wieder zurück vom Eligella Cup. Ich bin gebrochen, Chat. Ich bin offiziell gebrochen. Scheiße, Digga, Mann. Es war ein sehr, sehr geiles Event, bis auf das ich den Elfmeter verschossen habe. Aber wir werden jetzt auf den Halbfinal und das Finale reagieren. Also die beiden Spiele, die ich gespielt habe. Aber ich werde nachher nochmal kurz erklären, wieso ich überhaupt gespielt habe. Weil eigentlich hätte ich gar nicht gespielt, Chat. Ich habe mir, glaube ich, schon 2 Biere... Biere, sagt man Biere? Ich glaube, ich hatte schon 2 Liter Bier. Ne, nicht 2 Liter. Ich hatte zweimal einen halben Liter Bier intus. Und dann dachten meine und ich, ey Digga, wir haben Hunger, komm, lass essen gehen. Dann gingen wir essen. Richtig geiles Catering. Wir waren drin. Und dann schreibt mir Trimax, ich kann es euch ganz genau sagen, was mir Trimax geschrieben hat. Hey, komm schnell, kannst spielen. Vielleicht. Komm schnell. Halbfinale. Hallo, bist du online? Komm schnell. Wo wir immer chillen. Yeah. Das hat mir Trimax geschrieben. Ungelogen. Ich war so ein bisschen angetrunken. Ich war gerade so ein bisschen müde, weil wir waren, glaube ich, schon so 6, 7 Stunden da und dann hat die Müdigkeit so reingekickt. Ich war am Chicken essen. Es gab so Chicken. Teller hingestellt. Rausgerannt. Das erste Halbfinale lief. Das war das Team von Marcel Scorpion gegen... Nee, nicht Marcel Scorpion. Das war das Team von Visca Barca gegen das Team von Eligella. Eligella flog raus. Und das Spiel ging noch, glaube ich, so 3, 4 Minuten, okay? 3, 4 Minuten. Ich war gerade am Chicken essen. Ich dachte, du bist Veganer. Shut the fuck up, Mev. Ich war gerade am Chicken essen. 3 Minuten später war ich in der Kabine irgendwo, bekam irgendwelche Kleider. Ich bekam diese Hosen hier. Oh. Warte, diese Hosen hier bekam ich. Und ich bin verletzt. Scheiße, Digga. Und ich glaube, so circa 5 Minuten nachdem ich am Chicken essen war ich auf dem Spielfeld. Ich war 0 aufgewärmt. Ich habe noch nie mit diesen Schuhen gespielt, die so ganz viele kleine Noppen haben. Also diese klassischen Kunstrasenschuhe. Ich kannte niemanden in meinem Team außer Mickey und Niki. Also Mickey und Niki, der Bruder von Trimax. Ich nicht aufgewärmt, kenne keinen einzigen von meinem Team, weiß überhaupt nicht, wie man spielt, war nicht aufgewärmt. Aber ich würde sagen, wir gehen rein ins erste Halbfinale. Das war Mickey gegen Trimax. Dafür mit Aditoro, der... Aditoro, Digga, ich merk's mir. Bei Mickey TV. Aditoro. Ey, sieht so geil aus, ne? Ich hab Ja, Aditoro, funny. so gesagt, dass Team Trimax noch ein bisschen Selbstbewusstsein mit rein ins Game. Natürlich, ich wusste Ein Spiel geht 10 Minuten, ne? 2 mal 5 Minuten. das. Nee, oh, hier schon die erste Aktion. Und da ist Aditoro direkt mit Was habe ich gemacht? beteiligt am Was habe ich gemacht? Game. Natürlich, ich wusste das. Nee, oh, Ich glaube, ich habe ihn einfach umgeworfen. hier schon die erste Aktion. Warte. Und da ist Aditoro direkt beteiligt am Foul. Nee, es war nicht ich, ne? Da macht er sich direkt Freunde oder erstmal halt Respekt. Ich glaube, das war nicht ich. Herzlich willkommen hier. Das war nicht ich, oder? Oh, aua. Ja, also er ist nicht wegen mir umgefallen, okay? Er ist nicht wegen mir umgefallen, aber ich habe ihm den Ellenbogen ins Gesicht gehauen. Oh. Der legt ja... Wo war denn der Ellbogen? Die auch gute Position für den Freistoß. Digga, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und wir haben eine 2-Mann-Mauer. War schon vorher Und er so. schießt direkt und Abgefällt von das Ding. fast noch ein Eigentor. Und es wäre die frühe Führung gewesen für Team Trimax. Früh Okay, ich hab Ball. zu gehen bei 2,5 Okay. Minuten Halbzeit. Das ist Guter Pass, stabiler Pass. Also, da kann man wirklich nichts aussetzen. Wenn das Spiel so kurz geht, 10 Minuten kommen wirklich vielleicht einem Spieler als ein bisschen länger vor, aber in der Tat ist es nicht lang. Ja, und der No-Look-Pass eben gerade von Ian, unfassbar stark. Niki ist die Bodycam jetzt los. Übrigens, es ist tatsächlich... Aua. Oh, Digga. Ey, diese Banden, ne, die sind richtig hart. Die sehen so weich aus, aber diese Banden, wenn du in diese Banden reinrennst, die sind auch nicht flach, die haben so ganz viele kleine Spitzchen wegen den LEDs. Und wenn du da reinrennst, Digga, das schmerzt krass. Ja. Es ist tatsächlich das Bruderduell. Du spielst gut Fußball. Ich würde diese Aussage jetzt so nicht supporten. Frau Harztag, die vergebene... Oh, Was mache ich da? Oh Mann, wirklich. Max macht da weiter, wo er vergangene Woche aufgehört hat. Und Muss! Aditoro grätscht Ey, Digga, wenn jetzt noch einmal Aditoro kommt, Digga. wie Stefan Oncho in seinen besten Zeiten. Aditoro, Wahnsinn. gefällt mir die Rolle hinten als Verteidiger. Direkt mal auf dem Platz sein. So richtig geil. Ich fand es geil, wie du reinkamst und erstmal einen umhaust. Wo hab ich einen umgehauen? Aditoro Nee, da nicht. grätscht wie Stefan Oncho in seinen besten Zeiten. Wo hab ich gegrätscht? Die vergebene Chance. Oh, und nochmal eine Chance hinterher. Oh, Oh, nee, ich hab da nicht gegrätscht. Okay. Grätscht wie Stefan Oncho in seinen besten Ja, sie sagen Aditoro, wir haben es gecheckt, Chat. Zeiten. Aditoro, Jeder sagt Aditoro. Niemand sagt Aditoro, aber ist okay. Ist ein Meme. gefällt mir die Rolle hinten als Verteidiger. Direkt mal auf dem Platz sein. Wichtig, Verteidiger. Richtig geiler Assi 90er Jahre Verteidiger mit der Frisur, Ja. ne, der Adi. So mit Ey, so assi war ich gar nicht. Ich habe nur einmal noch Tom Sperm umgehauen von hinten. Das weiß ich noch.
Ich glaube, das kommt noch. Die Frisur ist top. Gefällt mir. Okay, jetzt. Dullenmark als Mitspieler Torwart. Max braucht nicht viele Chancen, das hat er bewiesen mehrfach heute. Ja, das stimmt. Nee, nicht umgehauen. Hier nicht umgehauen. Ja, Da? 2. Scheiße. Nee. Hey, Digga, aber ich hab nur reingehauen mit meinem Fuß, Digga. Was habe ich gemacht? Schöner Spielaufbau. Siehst aus wie Walter Frosch, ja, ich weiß. Das Spiel natürlich viel besser als unten von der Seite, muss man noch ein bisschen sehen. Deswegen, so ist jetzt mal anzuschauen. Jetzt! Da vorne Aditoro hat. Mit der Ja, Digga, das wäre ein guter Pass gewesen. Schön gedacht. da Aber will vielleicht er auch mal uns verzaubern. selber einen Abschluss denken und es geht direkt weiter. Max hat den Ball. Max ist auch ein guter Dribbler. Jetzt haben wir gerade hier das Oha, Max gegen seinen Bruder. Max, Niki gegen Max. Es ist ein Zungenbrecher, es ist unglaublich. Das Ja, Stemmersche ja, Bruder. rüberlegen. Schuss. Super Parade von Dullen. Fast, Digga. Ganz schwer, Close. ganz undankbar. Ball tickt Wie ein junger Rudi Völler. noch kurz vorher auf. Und Kevin Panewitz dreht auf. Das macht er, das kennt er noch von damals. Panewitz Und dreht schön auf. Panne mit dem Panner. Und der Ball ist vorbei und Max macht es 1:0 für Team Trimax. 3. Minute. Da habe ich verkackt. Da hätte ich besser verteidigen müssen, Chat. Trimax trifft mit seinem 3. Turniertor zum 0:1. Wow. Warte, zeig nochmal. Herausragend. Okay, sie zeigen es nicht mehr. Geil. Überragend. Schuss. Man muss auch generell sagen, der Druck, Digga, das war ein guter Schuss. Das war actually ein guter Schuss. Der hätte reingehen können. den Team Trimax hier gemacht hat in den gelben Trikots, war schon unfassbar auch davor. Okay, warte, hier habe ich Und es geht direkt unten links weiter. Zweikampf verloren. Konnte Max muss nur rein. Ja, Max muss nur reinschieben. Gute Chancen. Und dazu muss man sagen, die waren ja schon weg. Trimax-Mannschaft war weg. Erst mal Sydney auftrete. Digga! Das war fast das Tor des Events, Digga. Holy shit. Das sieht gar nicht so crazy aus. Aber wisst ihr, wie schwierig das ist? Digga! Was ist denn da los? Ey, das ging auch so schnell. Beide Brüder treffen in der ersten Halbzeit. Und er zeigt an, let's go, es geht weiter. Und was muss jetzt Ellie Geller hat das Event. Wohnzimmer bei der Familie Stemmler zu Hause? Ellie Geller hat das Event, Und dann Niki, aber wie sagt man? aus der Drehung. Das hat Ellie Geller hat das Event auf die Beine gestellt. Bezüge. Der war krass. Ich wirklich daran erinnern, ja. Es war unglaublich. Jetzt? Adi? Gespielt. Nee. Und Kevin ist da, die Mauer. Rabona ist das Management von Ellie Geller, Sydney und Niklas und das organisiert die Events immer. Kevin Panewitz zeigt den Weg. Ich bin vorne, ich habe schon keine Luft mehr. Schön gesehen. Gute Chance. Und er mit dem Kopf. Es ist eine sehr ergiebige erste Halbzeit hier. Knapp 5 Minuten vorbei. Nein. Tore, der Blitzneuzugang aus der Schweiz bleibt hängen. Ich finde, ein Gelb. Digga, ich komme rein, ganze Gruppenphase nicht gespielt und erstmal einen umgehämmert. Es ist kein Witz, Chat. Ich dachte actually, ich habe fair gespielt, aber ich glaube, von außen hat man da eine ganz andere Wahrnehmung. Toro gibt hier wirklich alles im ersten Spiel. Unglaublich. Oh, schön. Da ist Oha. Er ist stehen. Lässt 2 stehen und Oha. Schuss bitte. Und es ist 2-1 für Team Mickey. Holy shit. 2-1 durch. Das ist der eine, der jetzt gedribbelt hat, der hat, glaube ich, Futsal gespielt. Der war richtig gut. Der hatte so voll das Ballgefühl und so. Predator. Unerwartet. Wirklich unerwartet, aber ey, wunderschön von allein der Aufbau, der Abschluss und dann der Abstauber. So schnell kann es gehen, vor allem durch die Bande. Ali trifft 2-1. Oh nee. Und das war die erste Halbzeit. Okay, das war die erste Halbzeit. Es geht weiter. Zweite Halbzeit. Let's go. 100% und es geht direkt weiter. Und direkt. Von Niki. Guter Versuch. Das haben wir auch schon des Öfteren gesehen, auch bei uns unter anderem. Ah, jetzt ist Mickey drin. Nach dem Anpfiff direkt ablegen und dann einfach schießen Richtig. von der zweiten Hälfte. Ist eine gute Taktik eigentlich. Gerade wenn du einfach ein guter Schütze bist, gut schießen kannst. 2-1. Mickey gegen Trimax. Mickey führt. Na, das war nix. Jetzt kein Tor. Sehr schön. Okay. Sehr Niki, antizipierend. Niki, Und schieß. jetzt das Umkehrspiel. Na, ey, Niki war actually auch nicht schlecht. Find's auch gut, dass der Schiri gelb trägt und die andere Mannschaft gelbe Trikots hat. Ja, das wird halt nicht so ernst genommen. Kevin Panewitz, der kann es auch zur Not aus dem Stand. Aber Niki ist schon wieder und stört ihn dabei. Und die Chance ist noch nicht vorbei. Oh, das wäre eigentlich die Chance gewesen, ne? Eigentlich muss er die machen, I guess. Aber auch hier wieder gesehen, wie wichtig das Spiel über die Bande ist. Ja. Einfach mal sinnlos gegen die Bande hauen, wird schon irgendwie ankommen. Und der Kamann, finde ich wirklich, gerade in der Halle, aber die Kommt's jetzt? Ich glaube jetzt. Ehrlich sagen, vielleicht fühlen es manche, die auch Kommt's im jetzt? Fußball Ich hab den Ball. aktiv spielen. So Hallenturniere ist die Kondition immer anders als draußen, logischerweise. Ja. Frische Luft geht ein bisschen mehr, hier geht Ja, immerhin ein Pass, der angekommen ist von mir. weniger. Das brennt sofort in der Lunge. Ja, wem sagst du das? Ganz interessant. Also Trimax-Mannschaft mit der Taktik eher Ballbesitzanteile Ja. und Mickys Mannschaft eher natürlich jetzt mit der Führung im Rücken aufs Kontern aus.
Ja, das sieht man ganz gut. Die haben immer 2 Mann fest. Ey, ne? Es sieht gar nicht so aus, aber ich war tot. Entweder habe ich einfach keine Ausdauer mehr, aber ich war tot. Man sieht es hier nicht. Ich musste richtig atmen. Besitz bekommen und dann geht es ganz schnell nach vorne. Oh, good catch. Und wir haben Adi jetzt vorne im Sturm. Nicht mehr hinten agiert, sondern vorne. Ah, jetzt ist er wieder Verteidiger. Perfekt. Ich habe einfach so gewechselt wie... Es gab auch keine fixen Positionen, I guess. Wir haben alle so ein bisschen einfach so gechanged. Übrigens super Torwartleistung auch von Bennebauer. 2-2 Team 3. Der war gut. Und was ein Ding. Was ein Ey, ich stehe irgendwie nur rum. Ich weiß nicht wieso, aber ich stehe irgendwie nur rum. Ding. Von Lenny. Keine Chance in dem Fall für... Warum magst du Quale nicht, den Schiedsrichter? Ich mag Quale. Heißt der Quale? Keine Ahnung. Ich mag den. Hä, wieso soll ich den nicht mögen? Der war voll gut. Bennebauer, der eine super Partie macht. Wirklich. Boah, knalltrocken. Holy shit. Der war... Das hab ich gar nicht mitbekommen, wie krass. Ey, ich habe die Hälfte vom Spiel gar nicht mitbekommen, glaube ich. Das ist der Anschlusstreffer schon wieder. Das kommt hier in dem Spiel öfters vor. Es fällt ein Tor direkt das nächste. Grüße gehen auch raus an 2 Reihen vor mir, an dem Vaporizer. Auf Monte angelehnt. Dank dir sehe ich das Spiel einfach in Rauch. Danke dir. Good one. Lass dir die 11 mal schmecken, mein Bester, ja? Ja, okay. Er spielt nicht ab. Cringe. 2-2 steht's. Wir haben gerade keine Grafik, aber das ist der Spielstand, was ihr jetzt erst dazugekommen seid. Go Panne, sagt der Chat. Ah, wir haben sogar den Chat. Aber die Beinarbeit war nicht schlecht. Ja. Alle stehen nur rum, nicht nur du, Adi. Okay, dann. Smaxi mit der Chance. Oh, Digga, was für eine Chance eigentlich. 3-2 sein können. Okay. Smaxi gefällt gut. Smaxi spielt es wirklich gut. Ich habe ja gerade gegen ihn gespielt. Der Ja. Mann ist Jetzt? wirklich überragend. Er macht gute Meter auf der Außenbahn. Gute Meter an der Bar. Wirklich unglaublich. Ja, Und da ist der Treffer. Digga, Niki ist einfach eine Maschine. Ich glaube, der hat 8 oder 9 oder 10 Tore gemacht am ganzen Tag. 3-2. Und Wichtig. dieser Mickey, also in Sachen Torschützenkönig, arbeitet er auf jeden Fall dran, Sid noch zu verdrängen. Aber wann mache ich etwas? Ich habe ja gar nichts gemacht. Ich stand ja literally nur auf dem Feld rum. Ja, aber in der Halle auf dem kleinen Feld ist es viel anstrengender, finde ich. Boah, es ist halt auch wärmer, so wegen der Luft einfach, ne? Den Finalgegner von Okay. Visca. 80 Toronto, now with an insane play incoming. Der es gekauft hat, aber ich muss heute noch nach Hause fahren. Okay, jetzt Chat, watch this. Okay, ich nehme den Ball, lauf, schöner Pass rüber, batz! Und es ist aber da wurde auch Adi Okay, guck jetzt. gehauen. Das sieht so aus, als ob Team Mickey noch Guck mal jetzt. mit einem Spieler weniger hier rausgeht. Er ist auch, gegen ihn willst du nicht rennen. Der ist schon, ich sag mal so, der ist schon breit einigermaßen. Ich dachte ganz kurz, meine Nase ist weg. Also nicht weg, aber kaputt. Kennt ihr das, wenn ihr so irgendwo reinrennt und dann direkt an die Nase fasst, um zu gucken, ob die noch ganz ist? Und dann macht ihr so, ja, geht es noch? Okay, geht noch. Ja, schön über den Ball. Eigentlich guter Pass. Der Pass war gut. Aber, boah, Digga. Es war, also, nicht gerade angenehm, sag ich mal so. Einfach gegen eine Wand gerannt, ja. Ich bin einfach zu Boden gegangen, wie so ein Boxer, der gerade einen fetten Schlag kassiert hat. Ich sag euch eins, ich will an viele Schultern prallen, aber nicht an die von Kevin Panewitz. Wie konntest du den übersehen? Ja, weil ich auf den Ball geguckt habe, Bro. Jetzt weiß ich übrigens auch, an wen mich Aditoro erinnert. Ein bisschen an Okay, den jetzt jungen kommt's. Christoph Daum. Christoph Daum. Ja, genau. Christoph Daum. 1:1. Meine lieben Freunde, hier sitzt er. Christoph Daum. Digga, der sieht aus wie so ein 80er-Jahre James Bond. Ja, aber er steht wieder, er kämpft. Und es könnte... Oh mein Gott. Wie kann man den nicht machen, Digga? Das ist eine 120%ige Chance. Das wäre easy Finaleinzug gewesen. Aber nee, ja, komm, lass den mal nicht ins Tor schießen. Eine Chance von Team Mickey. Jetzt muss aber langsam Team Trimax aufwachen. Max steht auch wieder auf dem Feld, er klatscht, motiviert die Jungs. Die haben jetzt noch 1 Minute. Das ist wenig. Jungs, ihr müsst Druck aufbauen, dass es hier nochmal in die Verlängerung geht mit einem 3:3. Und da ist die Chance. Und Schiedsrichter, da kann auch... Schön gesehen vom Schiedsrichter. Gibt's hier noch einen Treffer für Team Trimax, dann erleben wir hier ein 8-Meter-Schießen. Beinahe ist es Max. Ja, Foul. Oh, was hat er? Ah, stimmt. Er hatte, glaube ich, sich in der Gruppenphase irgendwie die Rippen angebrochen. Ich weiß es nicht genau. Aber dem ging es eigentlich gar nicht gut. Der hat sich auch die ganze Zeit so an die Rippen gefasst, aber gesagt, ey, ich spiele noch, gar kein Problem, Digga. Wow. Und Miki TV hat's mir hier oben Oh, gesagt. shit. Ja? Er hat es mir gesagt, er kommt Und jedes Mal, wenn er hingefallen ist, Digga, hat's richtige Schmerz bei ihm. geliefert. Ja.
Mit dem Selbstbewusstsein ins Finale zu kommen, schadet auf jeden Fall nicht. Für das Spiel dann. Boah, das war aber Das war frech, oder? hauchzart. Und Nee, Max nee. hat hier eine Chance. Nee. Die letzten Das 10 kann er. Sekunden gefühlt. 15 Sekunden noch. Ein schöner Spiel auf Guck, es gehen noch 12 Sekunden. Ich bin vorne, weil ich denke, ja, okay, das ist eh schon gegessen. Und jetzt? von Kevin. Gute Übersicht. Jetzt den Ball irgendwie zu jemandem bekommen, der gut schießen kann. Gerade letzte Sekunde. Ja, okay, gut, war auch schlecht verteidigt. Ich hätte einfach zurückgehen können, da wäre es nicht passiert. Aber ich war vorne. Scheiße. In den letzten 10 Sekunden bist du verrückt. Und das ist ein Halbfinale. Das ist Ja. irre. Henso. Und dann wäre fertig und dann gibt's Penalty-Schießen. Ist es drin, das Penalty-Schießen? Erster Penalty von Team Trimax. Sehen wir jetzt das Kevin erste Van der Tor. Welt. Kevin Van der Welt. Oh. Yes, 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 yes. Immer noch. Also wirklich cringe, wenn ein Penalty verschießt. Wirklich. Die Nerven liegen, glaube ich, blank. 3. Bro, ernst, die Stimmung war so Quatsch. Ey, ich sag's euch jetzt, wie es ist, Chat. Die Stimmung war insane. Ich glaube, das kommt hier nicht so krass rüber. Warst du in der Halle oder warst du zu Hause? Wirklich im Stadion. Die Stimmung war insane. Es war wirklich eine richtig geile Stimmung. Ich glaube, es hatte keine Mikrofone gehabt zum Publikum. Das war, glaube ich, das Problem. Aber die Stimmung war wirklich, wirklich krass. Nicky the Goat. Der hier mehrfach getroffen hat in dieser Partie. Der kann, wenn er will. Ja, der macht halt easy. Sehen wir jetzt das erste Tor. Und da fällt das erste Tor Boah, Digga, wie souverän der das macht. von Nicky. Eis. Nicky ist so ein kalter Dude, Digga. Der steht da hinten, macht den einfach rein. Okay. Und jetzt Fuchs. Wenn der jetzt verschießt, dann sind wir im Finale, ne? Der hat den entscheidenden Treffer, der überhaupt sie erst hier hingebracht hat, vorgelegt. Okay. Pausing. Pausing. Und er fällt schon wieder. Und damit ist Es ist vorbei. Das ist er. Das ist der Finaleinzug. Das war das Halbfinale, Digga. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe extrem gut gespielt und extrem viel zum Spiel beigetragen. Hauptsächlich Fouls. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Finale rein, Digga. My art